Es war eine totale Überraschung, was im letzten November in Dachsen am Rheinfall passiert ist. Das hat niemand kommen sehen. Niemand hat so etwas erwartet, aber das Unerwartete ist tatsächlich eingetroffen. Die Mutter war in der Küche, die beiden Mädchen im Badezimmer am Zähneputzen und der Vater im oberen Stock. Da gab es plötzlich einen lauten Knall. Glas ist zersplittert und die drei Frauen im unteren Stock, die haben gekreischt und geschrien. Als der Vater aus dem oberen Stock herabgestürzt kam, ist ihm etwas Borstiges begegnet. Eine junge Wildsau. Muss ich das mal vorstellen, eine Wildsau im Wohnzimmer. Die Wildsau ist durch die Scheibe in der Sitzplatztür in das Erdgeschoss eingebrochen, raste wie gestört im Erdgeschoss umher und hat einen Ausgang gesucht. Dem Vater ist es schlussendlich dann doch gelungen, mit viel Fuchteln und mit Geschrei die Wildsau wieder durch die Glastüre zu vertreiben. Wenn dieser Vorfall in der Bibel stehen würde, dann würde das vielleicht etwa so tönen. Und siehe, eine Wildsau war ins Haus eingebrochen. Dieses siehe, wie es in der traditionellen Bibelübersetzung vorkommt, das deutet fast immer auf etwas völlig Überraschendes hin. Auf etwas, das niemand erwartet hätte, auf etwas total Ungewöhnliches. Und im heutigen Predigtext stoßen wir ebenfalls auf so ein Siehe. Ich lese aus Lukas 5, die Verse 12 bis 16. Und es begab sich, als er, das ist Jesus, als er in der Stadt war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach: Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, dass er es niemandem sagen sollte. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus und es kam eine große Menge zusammen zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Der Abschnitt beginnt mit: Und es begab sich, als er in einer Stadt war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Da kommt also ein Aussätziger in die Stadt, begegnet Jesus. Im ersten Moment denken wir, ja und? Zur Zeit von Jesus hat es viele Aussätzige gegeben. Da ist jetzt halt einer von ihnen in die Stadt gekommen und ist Jesus begegnet. Nein, dass da ein Aussätziger in die Stadt hineinkommt und Jesus sucht und ihm begegnet, ist so überraschend und ungewöhnlich wie eine Wildsau im Wohnzimmer. Ein aussätziger Mensch hat in der Stadt unter gesunden Menschen nichts, aber wirklich gar nichts verloren. Das hätte auf keinen Fall passieren dürfen. Aussatz war eine hoch ansteckende Krankheit und sie galt als unheilbar. Und darum waren Aussätzige aus der Gesellschaft ausgeschlossen und sie mussten an einem abgelegenen und einsamen Ort leben, zum Beispiel in einer abgelegenen Schlucht oder in einer Höhle. Wo Aussätzige aufgetaucht sind, haben sie alles verunreinigt. Wäre ein Aussätziger in ein Haus gekommen, wäre das ganze Haus unrein geworden. Das hätte man durch ein Ritual wieder sauber machen müssen. Das war eine religiöse Handlung. Die Aussätzigen haben in zerrissenen Kleidern herumlaufen müssen. Sie haben die Haare wirr wachsen lassen und ihr Gesicht verhüllen müssen. Wenn sie unverhofft
in Sichtweite von gesunden Menschen geraten sind, dann haben sie von weitem schon ausrufen müssen, sie seien aussätzig. Die Meinung war weit verbreitet, dass jemand, der Aussatz hatte, dies selber verschuldet habe. Ein Aussätziger ist darum verdächtigt worden, entweder hochmütig zu sein oder er galt als Unzüchtiger, als Gewaltverbrecher, als Betrüger oder Dieb. Einen Aussätzigen hat man darum als einen von Gott verfluchten Menschen angesehen. Ein Mensch, der auf alle Zeiten bis in alle Ewigkeit verflucht und verloren war. Den Aussätzigen war es darum strengstens verboten, nur schon in die Nähe einer Siedlung zu kommen. Dass sie in eine Stadt hineinkommen, das wäre völlig undenkbar. Ein Aussätziger, der nur schon zu nahe an ein Dorf herangekommen ist, hat damit rechnen müssen, gesteinigt zu werden. Wie es dieser Aussätzige in unserem Predigtext geschafft hat, in die Stadt hineinzukommen, davon lesen wir nicht. Davon lesen wir nichts. Vielleicht hat er sich so verhüllt, dass man ihm nicht angesehen hat, was mit ihm los war. Erst als er vor Jesus auf die Knie gefallen war und ihn angesprochen hat, ist allen Menschen rundherum klar geworden, dass das ein Aussätziger ist. Und voller Entsetzen und lautem Geschrei sind sie davongestoben. Die sind geflüchtet und haben sich in Sicherheit gebracht. Nur Jesus ist allein mit ihm zurückgeblieben. Es heißt im Text, der Mann sei voller Aussatz gewesen. In der neuen Genfer Übersetzung ist es so beschrieben, ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Aussatz beginnt ganz klein. Es fängt mit einzelnen Flecken auf der Haut an und die breiten sich dann immer mehr aus. Unter dem Schorf auf der Hautoberfläche beginnt dann das Fleisch an zu faulen und mit der Zeit ist der ganze Körper betroffen. Sogar die Knochen werden angegriffen, bis einzelne Glieder absterben. Das ist dann das Endstadium dieser Krankheit. Solch ein Mensch ist ein lebendiger Toter. Heute sagen wir dem Aussatz Lepra und Lepra ist auch heute noch weit verbreitet in Südamerika, in Afrika und Asien. Aber die Krankheit kann man heute erfolgreich behandeln und darum kommt Lepra in Ländern mit einer guten ärztlichen Versorgung so gut wie nicht mehr vor. Wenn dieser Mann in unserem Predigtext voller Aussatz war, dann heißt das, dass er in diesem Endstadium war, also kurz vor dem Tod. Und das war sicher auch der Grund, warum er gegen jeden Befehl, gegen jedes Verbot in die Stadt hineingekommen ist und Jesus gesucht hat. Er hatte nichts mehr zu verlieren. Und jetzt liegt er vor Jesus auf den Knien und bittet im Vers 12, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Ich staune da über den Glauben dieses Mannes. Also er scheint felsenfest überzeugt zu sein, dass Jesus ihn heilen kann. Sonst hätte er diese ganze gewagte Aktion sicher nicht auf sich genommen. Aber in seinem Glauben ordnet er sich trotzdem den Willen von Jesus unter. In seinem dringenden Wunsch, geheilt zu werden, überlässt er es doch tatsächlich Jesus, ob er ihn heilen möchte. Dass Jesus ihn heilen kann, daran hat er überhaupt keine Zweifel. Und da können wir uns ja fragen, gibt es überhaupt einen Grund anzunehmen, dass Jesus einem armen, kranken Menschen nicht helfen möchte? Dass Jesus jede Krankheit heilen kann? Dafür haben wir genug Beweise in der Bibel. Aber Jesus heilt nicht immer, obwohl er sicher das Beste für den einzelnen Menschen möchte. Es kann sein, es muss nicht, aber es kann sein, dass Jesus jemandem eine Krankheit, ein Gebrechen, eine Sucht nicht sofort wegnimmt, weil er verhindern möchte, dass jemand hochmütig wird, zum Beispiel. Er möchte ihn demütig halten und in seiner Abhängigkeit behalten. Das hat auch Paulus zum Beispiel erlebt. Und gerade weil er gute Absichten hatte mit so einem Menschen.
Jetzt, wie reagiert Jesus auf die Bitte des Aussätzigen, der jetzt vor ihm auf den Knien liegt? Vers 13. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Also Jesus macht da etwas, das eigentlich keinem normalen Menschen in den Sinn käme. Er berührt diesen Mann, der von Kopf bis Fuß von einem ekelerregenden Aussatz befallen ist. Und nicht nur das. Das Wort, das Luther hier mit berühren übersetzt, bedeutet im Grundtext auch umschließen oder umarmen. Jesus hat diesen Mann, der von allen Menschen verabscheut worden ist, der von allem verachtet und abgelehnt worden ist, der tierisch gestunken hat, in die Arme genommen. Und gleichzeitig sagt Jesus zu dem Aussätzigen, ich will's tun, sei rein. Und das Wunder passiert, der Mann, der über und über mit Geschwüren und verfaulter Haut übersät ist, wird von einem Moment auf den anderen gesund. Ich weiß, das tönt etwas märchenhaft, aber wenn das so steht, dann stimmt das, dann war das genauso. Er wird vom Aussatz geheilt, er ist rein. Der Aussatz ist in der Bibel immer wieder ein Thema. Die Kapitel 13 und 14 im 3. Buch Mose, das sind die beiden längsten Kapitel im Alten Testament, außer Psalm 119. Und in diesen beiden Kapiteln steht sehr ausführlich, wie man den Aussatz überhaupt als Krankheit erkennt. Es steht auch sehr ausführlich, was mit einem Aussätzigen dann geschehen soll. Und es steht überaus ausführlich, wie man was zu tun hat, wenn ein Aussätziger wieder gesund wird. Und das ist darum sehr speziell, weil das praktisch gar nie vorgekommen ist. Aussätzige hat es zwar immer wieder gegeben, aber dass jemand vom Aussatz geheilt worden wäre, davon lesen wir nichts. Nur gerade vom Hauptmann Naaman, der auch durch ein Wunder gesund geworden ist. Die Krankheit hat darum zu Recht als unheilbar gegolten. Als Jesus aufgetreten ist, hat sich das geändert. Im Neuen Testament lesen wir von verschiedenen Aussätzigen, die Jesus geheilt hat. Einmal hat er sogar gleich 10 Aussätzige aufs Mal geheilt. Die Reinigung vom Aussatz war aber trotzdem insgesamt nur eine Randerscheinung. Und da kann man sich schon fragen, wieso macht dann die Bibel aus dem Aussatz überhaupt so eine große Sache? Der Aussatz hat in der Bibel einen auffallend wichtigen Stellenwert. Aussatz ist ein Bild dafür, wie der sündige Mensch vor dem reinen, heiligen Gott steht. So wie ein aussätziger Mensch nicht gesellschaftsfähig war und darum aus der Gesellschaft ausgeschlossen war, so hat der irdische Mensch in der himmlischen Welt, wo Gott lebt, nichts verloren. In seinem Zustand ist der Mensch nicht salonfähig für den Himmel, gleich wie eine Wildsau nicht ins Wohnzimmer gehört. Ich weiß, das Bild vom sündigen Menschen macht uns allen Mühe. Es gibt doch auch ausgesprochen gute Menschen, die ein tadelloses Leben führen. Warum sollten die jetzt nicht in den Himmel passen? Wenn wir uns Menschen mit Menschen vergleichen, dann gibt es selbstverständlich sehr positive Beispiele. Aber wenn wir Menschen uns mit Gott vergleichen lassen müssen, dann genügen wir ihm einfach nicht. Gott ist der Gott, der Himmel und Erde und das ganze Universum geschaffen hat. Wir sind nur Menschen und können sein Anforderungsprofil an Himmelsbürger ganz einfach nicht erfüllen. Gott ist so eine großmächtige, heilige und reine Person, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva haben wir Menschen, so wie wir auf die Welt kommen, den direkten Draht zu Gott verloren. Die Bibel sagt, wir seien geistlich tot.
Und darum fällt es uns so schwer, uns bedingungslos diesem Gott unterzuordnen. Im Innersten rebellieren wir. Wir wollen doch autonom bleiben und sind überzeugt, dass wir alles alleine schaffen, auch ohne Gott. Die Gebote und Gesetze, die Gott uns gegeben hat, sind uns eher eine Last. Wir empfinden sie als Schikane und als Einschränkung. Sie überfordern uns auch. Wir sind gar nicht fähig, die Gesetze und Gebote, die Gott uns eigentlich als Hilfe für ein friedliches Zusammenleben gegeben hat, einhalten zu können. Mit anderen Worten, wir sind von uns aus nicht fähig, so zu leben, wie es Gott von uns erwartet. Und darum haben wir ein Defizit, das uns schuldig macht vor Gott. Und darum haben wir Menschen von Natur aus im Himmel gar nichts verloren. Wir sind nicht salonfähig genug. Wir sind in den Augen von Gott aussätzig und passen darum ganz einfach nicht in den Himmel. Punkt. Das ist es, was diese Geschichte von diesem Aussätzigen uns klar machen möchte. Vor ein paar Tagen war Auffahrtstag. Und da denken wir darüber nach, wie die Jünger haben zusehen können, wie Jesus aufgehoben worden ist, von einer Wolke aufgenommen worden ist und wie er in den Himmel aufgefahren ist. Schön für ihn. Stephanie würde sagen, so cool. Ist doch schön für ihn, er ist im Himmel. Aber was ist mit uns, wenn wir offenbar nicht in den Himmel passen? Was muss denn passieren, dass auch wir einmal in den Himmel auffahren können? Was muss passieren, dass wir in den Himmel passen? Wie werden wir salonfähig vor Gott? Es gibt Hoffnung und das steckt auch in diesem Text. Was hier steht, das ist eine riesengroße Ermutigung, weil da wird nämlich das Unmögliche möglich. Nochmals, Vers 13. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Da liegt ein stinkendes Monster von einem Menschen vor Jesus auf den Knien und bittet um Heilung, um Reinigung vom Aussatz. Und Jesus nimmt diese Kreatur in die Arme und heilt sie. In einem Moment wird dieser Mensch verwandelt. Der ganze Schorf, das faule Fleisch, sind von einem Moment auf den anderen verschwunden. Ein gesunder Mensch steht da mit einer völlig intakten, gesunden Haut. Ein Wunder, das jedem Menschen klar machen muss, dass Jesus von Nazareth der Erlöser, der verheißene Messias ist. Das Wunder, das da passiert ist, das ist das eine. Etwas anderes ist das ganze Verhalten von Jesus gegenüber diesem aussätzigen Menschen. Jesus ist nicht vor ihm geflüchtet. Er hat sich nicht zurückgezogen oder abgewendet von ihm. Er hat ihn nicht nur mit den Fingerspitzen berührt. Jesus hat den todkranken Menschen in die Arme genommen und hat ihn geheilt. Und das zeigt, mit was für einer großen Liebe er dem verlorenen Menschen begegnet. Wie groß sein Erbarmen für Bedürftige ist. Und das gleiche Verhalten hat Jesus gegenüber der ganzen Menschheit bewiesen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, man kann auch ohne weiteres sagen, Gott selber war sich nicht zu schade, sein idyllisches Zuhause im Himmel zu verlassen und zu uns in unsere sündige, verlorene Welt herabzusteigen. In unsere Welt, wo lauter Menschen wohnen, die von Natur aus nicht würdig sind, in den Himmel einzugehen. Wenn wir bei unserem Bild bleiben wollen, Jesus ist zu uns aussätzigen Menschen gekommen. Er ist herabgestiegen und hat sich in seiner Liebe über uns Menschen erbarmt. Er hat sich nicht von uns abgewendet und uns einfach dem Untergang überlassen. Er hat keine Berührungsängste. Mit weit ausgebreiteten Armen hat sich Jesus uns Menschen angenommen. Er hat uns vom Aussatz gereinigt, indem er unsere Schuld auf sich genommen hat. An unserer Stelle hat er für unser Defizit, für unsere Schuld vor Gott sich am Kreuz bestrafen lassen. Im Titusbrief,
Kapitel 2, Vers 14, ist das, was Jesus gemacht, sehr treffend ausgedrückt. Da steht, Jesus ist da gemeint, er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Es lohnt sich darüber nochmals nachzudenken, vielleicht zu Hause, dass man sich diesen Vers nochmal vornimmt. Wer an Jesus glaubt und die Reinigung von Aussatz, die Schuld durch Jesus annimmt, der erlebt das Gleiche wie dieser Aussätzige in unserem Predigtext. Er wird von einem Moment auf den anderen von aller Schuld befreit und steht in einem intakten, tadellosen Zustand vor Gott. Mehr noch, im Johannes 1, Vers 12 steht, wie viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. In diesem gereinigten Zustand als Gottes Kind werden wir Menschen salonfähig für den Himmel, passend für die Welt, in der Gott lebt. Dieser Predigtext erinnert uns an das Wunder, wie Jesus voller Erbarmen und Liebe in unser Leben eingreift, wenn wir ihn in unser Leben einladen. Das ist etwas, das wir keinen Moment vergessen sollten, das uns unser ganzes Lebenswandel prägen sollte. Und damit steht auch unserer Himmelfahrt nichts mehr im Wege. Vers 14. Und er gebot ihm, dass er es niemandem sagen sollte. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Jesus verlangt von diesem Mann, der aussätzig war, 3 Sachen. Erstens, er soll niemandem sagen, was da gerade mit ihm passiert ist. Zweitens, er soll sich dem Priester zeigen. Und drittens, er soll ein Reinigungsopfer Gott darbringen, so wie es im Gesetz, im Gebot stehe. Gehen wir der Reihe nach. Er soll niemandem erzählen, was Jesus mit ihm gemacht hat, wie er ihn vom Aussatz befreit habe. Und es steht hier, er gebot ihm. Das ist eine strikte Anweisung, sogar ein strikter Befehl, nicht einfach so eine Bitte. Und trotzdem kommt mir das etwas seltsam vor. Wenn ein Aussätziger, der so kurz vor dem Tod steht, auf so spektakuläre Art und Weise geheilt wird, dann kann das nicht geheim bleiben. Das muss ja für Aufsehen sorgen. Und alle, die den Aussätzigen gekannt und gewusst haben, dass er unheilbar krank ist, die haben doch jetzt wissen wollen, was da passiert ist. Wieso er plötzlich wieder gesund geworden ist, da hat er doch ganz einfach Auskunft geben müssen. In der Parallelstelle im Markus-Evangelium steht jetzt aber noch, dass dieser Mann hingegangen sei und aktiv allen erzählt habe, wie Jesus ihn vom Aussatz befreit habe. Und genau das hat Jesus vermeiden wollen. Wegen der spektakulären Heilung von dieser unheilbaren Krankheit sind Jesus dann so viele Leute nachgefolgt, weil sie von ihm als Heiler so fasziniert waren. Dabei wäre es Jesus viel wichtiger gewesen, er hätte der Masse von Leuten das Evangelium predigen können. Jesus wollte, dass sie nicht an ihn als Heiler glauben, sondern dass sie ihn als Messias erkennen und so an ihn glauben. Und das wurde durch das Verhalten dieses Geheilten ein Stück weit gefährdet. Und darum heißt es dann im Vers 16, er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Jesus hat sich also in die Stille zurückgezogen und hat im Gebet mit seinem himmlischen Vater neue Kraft getankt. Dieser ehemalige Aussätzige ist für mich trotzdem ein ganz großes Vorbild,
was er mit Jesus erlebt hat, das hat er nicht für sich behalten können. Das hat einfach raus müssen. Er, ein hoffnungslos Aussätziger, ist von Jesus geheilt und gerettet worden. Das hat einfach jeder seiner Mitmenschen wissen müssen. Geht es uns auch so? Uns, die wir Jesus kennen und an ihn glauben, platzen wir auch bei jeder Gelegenheit mit unserem größten Schatz heraus? Ist es uns auch ein Bedürfnis, allen unseren Mitmenschen zu erzählen, was Jesus Großes in unserem Leben getan hat, wie er uns von aller Schuld gereinigt hat und befreit hat und salonfähig gemacht hat für den Himmel? Geht es uns auch so? Oder warum eigentlich nicht? Im 1. Petrus 4, Vers 11 steht: Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Unsere erste Lebensaufgabe ist es, Gott groß zu machen, dass ihm alle Ehre zufällt. Und darum sollten wir da auch keine Hemmungen haben und allen erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Vers 14b. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Das Zweite, das Jesus von dem ehemals Aussätzigen verlangt hat, er solle sich dem Priester zeigen. In Gottes Gesetz heißt es, dass jeder, der vom Aussatz befreit werde, sich dem Priester zeigen soll, weil der Priester war es, der beglaubigen musste, dass da ein Mensch vom Aussatz befreit worden ist. Und erst dann hat so ein Mensch wieder in die Gesellschaft aufgenommen werden können. Und das Dritte, das Jesus dem Mann befohlen hat, er solle Gott ein Reinigungsopfer darbringen. Und laut dem Gesetz hat er für das Opfer dem Priester 2 Vögel mitbringen müssen. Der eine Vogel ist dann geschlachtet worden. Dann wurde der vom Aussatz Geheilte in ein Reinigungsritual mit einbezogen. Und der andere Vogel wurde in die Freiheit entlassen, der durfte wieder davonfliegen. Der erste Vogel, der geschlachtet worden ist, ist ein Symbol für den Tod von Jesus, der zweite ein Symbol für seine Auferstehung. Was ist jetzt wohl dem Priester durch den Kopf gegangen, als er festgestellt hat, dass da tatsächlich ein Mensch von einer unheilbaren Krankheit geheilt worden ist, vom Aussatz? Etwas, das nie vorgekommen ist, etwas, das erst vorgekommen ist, seit Jesus von Nazareth aufgetreten ist. Da hat doch dem Priester klar werden müssen, dass dies das Werk des Messias sein muss. Das hat sich unter den Priestern garantiert herumgesprochen. Ihnen zum Zeugnis. Dieser Vorfall ist den Priestern zur Chance geworden, dass sie Jesus als Messias haben erkennen können. Ob durch die Reinigung dieses aussätzigen Priester zum Glauben gekommen sind, das lesen wir in diesem Text nicht, aber ihre Chance hatten sie. Wenn da steht, ihnen zum Zeugnis, dann ist das doch auch für uns eine Aufforderung, das, was wir mit Jesus erlebt haben, weiter zu erzählen. Dieser Predigtext möchte uns dazu ermutigen, unseren Mitmenschen weiter zu erzählen, was Jesus in unserem Leben schon alles getan hat. Was es Jesus gekostet hat, dass wir Menschen in den Himmel passen. Wie wir zu einem Kind Gottes geworden sind. Wir müssen jetzt nicht unkontrolliert allen Menschen, die uns auf der Straße begegnen, von Jesus erzählen. Aber haben wir doch nur schon den Mut dafür zu beten, dass Gott uns Gelegenheit gibt, Gelegenheit schafft in unserem Leben, dass wir für ihn Zeugen sein können. Dass wir unseren Glauben bezeugen können gegenüber den anderen Menschen. Und wenn die Chance kommt, dann erzählen wir doch ganz frisch und fröhlich und ganz natürlich, was Jesus Großes getan hat in unserem Leben. Ihnen zum Zeugnis. Unseren Mitmenschen zum Zeugnis, dass auch sie die Chance bekommen, Jesus als ihren Erlöser erkennen zu können. Und
dass auch sie einmal bei der Himmelfahrt dabei sein können. Amen. Ich bete. Herr Jesus, es ist eine unappetitliche Geschichte, die wir da gelesen haben, aber es ist ein unglaubliches Wunder, das da passiert ist. Und wir können das so nehmen, wie es in der Bibel steht. Da ist tatsächlich ein hoffnungsloser Aussätziger, der gestunken hat wie ein Tier, von einem Moment auf den anderen gesund wurde. Ein normaler, gesunder Mensch. Und Herr, ohne das Wunder, das da passiert ist, kommen auch wir nicht in den Himmel. Wir haben keine Chance, dass wir von uns aus von dir bestehen können. Wir sind darauf angewiesen, dass du dich in unserem Leben zeigst, dass du uns verwandelst und dass du uns Gelegenheit gibst, unsere Situation einzusehen, die zu bereuen, die in Ordnung zu bringen und dich in unser Leben zu bitten. Und Herr, ich danke dir ganz einfach dafür, was du gemacht hast für uns. Das ist nicht normal. Du hast dich oben abgebückt zu uns. Es hat dich vielleicht Überwindung gekostet, aber du hast so eine grosse Liebe zu uns bedürftigen, armen Menschen und hast es tun für uns. Es zeigt, wie gross deine Liebe ist, was wir dir alles zu verdanken haben. Und ich bitte dich, lass uns nie vergessen, was da passiert ist, was du für uns zu tun hast. Und Herr, das soll uns auch ein Anstoß sein dafür, dass wir rausgehen und den Leuten rund um uns herum auch erzählen, was du Grosses tun hast für uns, dass wir deine Zeugen sein können und dass wir zu deiner Verherrlichung leben können. Danke, dass du uns hilfst. Wir loben und preisen dich und beten dich an und jetzt auch mit ein paar Liedern. Amen.